أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute möchte ich gerne mit einem neuen Thema anfangen. Und zwar tue ich mich da ein bisschen vom Ali Numan Khan beeinflussen lassen. Ich finde, er hat jetzt gerade eine ganz gute Serie auf dem Internet, die ich befolge und ja, die ist ziemlich gut und das möchte ich euch weitergeben. Es geht eigentlich darum, wie wir mit dem Koran umgehen müssen, was der Koran eigentlich ist und wie wir von ihm am besten profitieren im Alltag. Der Koran ist nicht ein Buch, wo man einfach wie normal nimmst aus dem Regal, da fährst du vorne an, dann liest es durch und wenn du das so machst, für viele bringt es nichts. Oder es ist dann irgendwie uninteressant, man liest zwar, wie man es lesen muss, aber man profitiert nicht wirklich davon. Also muss man vielleicht eine Methode finden, wie man mit dem Koran richtig umgeht, sodass, wenn man etwas aus ihm liest, dass es dann auch etwas bringt. Um das machen zu können, muss man erkennen, dass es im Koran bestimmte Themen gibt, wo wie Säulen eigentlich das ganze Gebilde auf den Beinen halten. Also wir werden sehen, dass immer wieder gleiche Themen behandelt werden, aber auf immer verschiedene Weise. Eines ist ein bisschen anders erzählt, eines ist durch eine andere Perspektive, aber wir werden sehen, dass eigentlich die gleichen Themen sich wiederholen. Aber eben, und das ist wichtig, es ist nicht eine Wiederholung, sondern man tut das gleiche Thema einfach anders erklären, um damit mehr Details zu zeigen zum einen, zum anderen aber auch, weil je nachdem, von welcher Perspektive man schaut, versteht man auch mehr darunter und man kann sich dann eher rein versetzen und vielleicht diese Sache besser verstehen. Der Koran ist auch nicht chronologisch geordnet. Das Suras, also die erste Sura, welche ist? Al-Fatiha zum Beispiel ist nicht die Sura, die zuerst angekommen ist, oder Baqarah, dann die zweite und die Suren, das wissen wir ja alle, die sind dann alle auch als ein Stück gekommen. Surat al-Baqarah ist eine sehr lange Sura, die zu den verschiedensten Anlässen eigentlich niedergesandt worden ist. Also wir haben im Koran auch keine, also weder eine chronologische noch themaorientierte Sortierung oder Reihenfolge. Das macht es für sich nicht auskennende Menschen ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn ich eine Frage zu einem ganz bestimmten Thema habe. Und ich kann dann nicht sagen, ich schaue jetzt das, ich kann jetzt in Sura Nisa, jetzt weiss ich alles, was Frauen betrifft. Sondern in Sura Al-Nahl hat auch ganz viel über den Kopftuch und andere Suren haben auch wieder viele Sachen, die ums Heiraten geht oder um Recht der Frauen oder Aufgaben der Frauen oder was auch immer. Sura per se, das Wort Sura kommt auch vom Wort Sur. Sur, das kennen wir im Türkischen auch. Das ist ein Mauer, so eine Stadtmauer, eine Festungsmauer. Und so kann man vielleicht uns den Koran auch vorstellen. Also genauso wie jede große Stadt, also früher zumindest noch so die feste Mauern hatten um sich herum, wo was gemacht haben. Zum einen die Stadt beschützt haben, aber zum anderen auch abgrenzt haben. Also man hat dann gewusst, das ist die Stadt, das ist die Stadt. Und die sind von so einer Schutzmauer umgeben. Und genau wie jede Stadt zum Beispiel etwas Spezielles hat, woran ich die Stadt erkenne. Zum Beispiel das ganz einfach gesagt, wenn ich in Paris bin, dann sehe ich den Eiffelturm. Oder wenn ich den Eiffelturm sehe, dann weiss ich bin in Paris. Wenn ich weiß auch nicht, den Big Ben sehe, weiss ich bin in London. Der schiefe Turm von Pisa, wie der Name schon sagt, ist in Pisa. Und so hat also jede Stadt hat irgendein Merkmal, das sie speziell macht. Das ist auch mit jeder Sura so. Also jede Sura hat etwas, was sie speziell macht, wo aufgrund von dem sie vielleicht auch den Namen bekommen hat, wo sie auch von den anderen Suren unterscheidet. Nichtsdestotrotz gibt es in jeder Stadt, wo wir hingehen, Sachen, die wir in jeder Stadt sehen. Zum Beispiel eine Bahnhofstrasse. Die ist nicht nur hier in Zürich, die gibt es jede große Stadt, die einen Bahnhof hat eine Bahnhofstrasse, hat irgendein Gerichtshaus, hat irgendein andere Amtshäuser, hat Schulen, hat verschiedene Einrichtungen, wo man gerade erkennt, das ist das und das. Meistens sind es auch angeschrieben, dann erkennt man es ein bisschen einfacher. Und die ist nicht spezifisch oder typisch für die Stadt. Das sehen wir also in Zürich, in Pisa, in New York, in London, Paris, überall. Sie sind vielleicht auch unterschiedlich,
Also eine Schule hier in Zürich muss nicht unbedingt gleich aussehen wie eine Schule in Pisa, aber eine Schule ist eine Schule und hat eigentlich die gleichen Funktionen und den gleichen Benutzungszweck. Und so ist es auch mit dem Koran und den verschiedenen Themen, die der Koran behandelt. Anfangen möchte ich eigentlich mit einer Sure, die von vielen Gelehrten auch als Zusammenfassung vom Koran vorgestellt wird. Und das ist Surat al-Asr. Surat al-Asr ist eine sehr, sehr interessante Sure. Nicht nur, dass sie sehr, sehr kurz ist, sie gehört zu den kürzesten Suren, sie besteht auch nur aus einem Satz eigentlich. Und trotzdem soll sie den ganzen Koran zusammenfassen. Wie ist das möglich? Ist der Koran so wenig, dass man den mit einem Satz zusammenfassen kann? Oder aber ist die Sure so gewaltig, dass sie mit wenigen Worten versteht, eben ganz viel auszudrücken? Wenn wir es erst mal auf Arabisch rezitieren. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ich gehe mal davon aus, ihr kennt die Sure alle auswendig. Ich muss sie trotzdem kurz noch übersetzen. Also ganz einfach jetzt für den Anfang mal. Wal Asr, also bei der Zeit. Innal insana lafi khusr, wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Illa alladhina amanu, außer diejenigen, die Iman haben. Wa amilus salihat, und die also gute Taten vollbringen. Wa tawasaw bil haqq, und sich gegenseitig das Recht oder die Wahrheit empfehlen. Wa tawasaw bis sabr, und sich gegenseitig die Vernunft raten. Das hat aber alle Sinn. Wal Asr, bei der Zeit. Wir haben das früher schon gehabt, wenn ein Aya mit einem W anfängt, also mit einem Und oder bei, ist das ein Schwur. Allah schwört. Hier schwört Allah bei Asr. Asr wird, im Türkischen benutzen wir das Wort Asr schon für den Nachmittag, was eine von der Bedeutungen von Asr ist. Ich habe vorher gesagt, bei der Zeit. Ja. Genau, Zeit, Jahrhundert, Epoche. Also Asr hat verschiedene Bedeutungen, aber jede von dieser Bedeutungen ist verbunden an Zeit. Das ist eine Zeiteinheit, aber je nach Gebrauch, je nach Zusammenhang kann das eben der Nachmittag sein, ein ganz bestimmter Zeitabschnitt, eine Epoche, 100 Jahre oder einfach eben eine Zeiteinheit. Allah schwört bei der Zeit, bei dieser Zeiteinheit. Wenn Allah schwört, macht er das warum? Das haben wir früher auch schon gehabt. Wir haben sogar, also eigentlich haben wir die Sure schon durchgenommen. Wir tun es jetzt einfach ein bisschen von einem anderen Aspekt anschauen. Allah schwört, und damit tut er eigentlich die Wichtigkeit von dieser Sure unterstreichen bzw. betonen. Er tut es mit dem Leuchtmarker. Genau, mit dem Doppelt Leuchtstift. unterstreichen und Nein, doppelt, so weit sind wir jetzt noch nicht. Wir sind erst beim Schwur. Okay. Doppelt kommt da auch, weil nachher kommt das Inne. Inne heisst wahrlich. Also zuerst schwört er, also es ist wichtig, passt auf. Nachher kommt ein Inne, also tut nochmal betonen, wahrlich, das was jetzt kommt, ist dann wahr. Also das müsst ihr aufpassen, das ist wichtig, da müsst ihr euch zu Herzen nehmen. Jetzt, wieso tut der Mensch schwören? Es gibt 4 verschiedene Situationen, wo ein Mensch schwören tut. Zu unterstreichen, das, was er gesagt hat, also zu unterstreichen, dass das wichtig ist. Das war früher so gewesen. Machst du das auch? Wenn du sagst, jetzt kommt etwas Wichtiges, schwörst du nachher auch. Also in der Regel machst du es nicht, aber im Türkischen mache ich es manchmal. Zum Beispiel wie? Jemine, oder, nein, wie sagst Ja, aber du? das ist dann, um Aber den anderen wieso? davon überzeugen, dass es richtig ist. Richtig. Also nicht zum sagen, es ist wichtig, sondern zum Überzeugen. Zum sagen, das, was jetzt kommt, ist wahr. Natürlich hat das auch eine gewisse Wichtigkeit, wenn du sagst, es ist wahr. Aber der Hauptgrund, warum du schwörst, ist zum Ausschliessen, dass der andere denkt, dass du lügst. Das ist ein Grund, ja. Oder aber man ist zum Beispiel wütend, man ist total nervt, also
bestimmt, dass wahrlich, jetzt mache ich mit dir das und das. Oder wenn du jetzt nicht aufhörst, ich schwöre, bei Gott, dann kommst du dran. Oder, also bei Wutsituationen kommt das viel vor, dass man schwört. Wenn man will erreichen, dass der andere uns glaubt, dass wenn wir denken, unser Gegenüber glaubt uns nicht, dann schwören wir auch, um unsere Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Oder im Gericht, wenn ich etwas bezeugen muss, tue ich auch schwören. Also ich schwöre, dass das, was ich sage, richtig ist. Also ich bin ein Zeuge, ich habe das gesehen, ich habe das miterlebt, dass ich weiß, von was ich rede. Und das ist das, was schon gesagt ist, um Aufmerksamkeit auf etwas zu leiten oder zu lenken. Und zu sagen, das ist jetzt wichtig. Also wenn ich früher gesagt habe, so mit dem stabilen Boss da Highlighter, so muss es richtig. Und speziell im Koran ist es einfach noch zum dem, was jetzt gegeben wird, auch ein Zeugnis abzulegen. Also das ist ein bisschen ähnlich vielleicht wie jetzt beim Gericht. Also wenn Allah etwas im Koran sagt und mit einem Schwur anfängt oder schwörend das sagt, dann tut er eben Zeugnis ablegen, das ist so. Gleichzeitig tut er aber auch sich selber oder die Sache als Zeuge nehmen und sagt, das bezeugt, dass das und das eben so ist. Wir werden das immer wieder ein bisschen sehen, also ich will jetzt da nicht zu viel auf dem rumreiten, aber es gibt also verschiedene Gründe, warum geschworen wird und im Koran sehen wir, das kommt alles auch ein bisschen miteinander. Also man hat alle die Gründe auch, die vorkommen können. Allah schwört also bei der Suratul Asr bei der Zeit. Wieso schwört Allah? Jetzt haben wir gesagt, er kann schwören, weil er wütig ist. Kann sein, dass Allah wütig ist, also tut er da aus Wut raus schwören. Oder schwört er, weil er denkt, die Menschen glauben ihm nicht. Also will er mit dem sagen, das, was jetzt kommt, ist wahr. Oder eben, um etwas zu bezeugen, um unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Oder macht Allah in dieser Ayah etwas zum Zeugen. Da und alles einfach zusammen, wir das jetzt sehen. Aber vielleicht vorweggenommen, Allah tut jetzt Zeit quasi als Zeuge nehmen. Wie kann man Zeit als Zeuge sich vorstellen? Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der sieht, was passiert ist und nachher vor einem Richter zum Beispiel eine Aussage machen, ich habe das gesehen, das und das ist passiert. Wie kann man denn jetzt Zeit als Zeuge sich vorstellen? Es ist ja dann bei der Zeit Ja. und der Mensch erleidet bestimmt Verlust. Ja. Und es ist dann so wie, wenn man Zeit als Zeuge nimmt, dann sagt man so wie, es ist ja so, dass vor dem Koran halt auch Sachen der Menschen immer wieder Bücher offenbart worden sind und Propheten. Ja. Und dann hat man gesehen, eben, dass sie immer wieder Verlust erlitten haben oder dass sie immer wieder den falschen Weg gegangen sind. Und die Zeit kann das dann so weit bezeugen, dass es eben kann sagen, es ist wirklich so, also es ist so gewesen. Ja, sehr gut, das ist mal ein Punkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als 50-Jähriger etwas erzähle und sage, ich habe jetzt das schon 100-mal gesehen, wie das passiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Messermut einen Vorschlag oder einen Ratschlag gebe, du schau, wenn du jetzt das und das machst, dann wird ziemlich sicher das passieren. Dann wird er sagen, ja, woher willst du das wissen? Aber wenn ich sage, schau, ich habe das bei dem gesehen, bei dem habe ich es gesehen, bei dem habe ich es auch gesehen und von anderen habe ich auch gehört, da und da. Und das ist immer gleich rausgekommen. Dann hat das eine andere Überzeugungskraft, oder? Wenn ich das kann also mit Erfahrung belegen. Und die Zeit, wie du gesagt hast, war Zeuge von all dem, und zwar von Anfang an. Jetzt aber nicht nur auf die ganze Menschheit bezogen, sondern auch auf unser Leben. Weil manchmal haben wir das Gefühl, wir sind allein. Dann machen wir Sachen, die wir nie machen würden, wenn jemand anderes dabei wäre. Das kann verschiedenes sein, es geht jetzt nicht um das, was. Aber die Zeit ist immer dabei. Also die Zeit ist immer da. Die Zeit tut alles aufnehmen, alles aufschreiben, festhalten, was wir machen. Also jetzt unabhängig von diesen zwei Engeln, die das auch machen. Aber die Zeit ist allgegenwärtig, die ist immer dabei. Immer dort, wo ich bin, ist auch die Zeit dabei. Also die Zeit ist nachher auch ein Zeuge, der gegen oder für mich am Tag vom jüngsten Gericht wird eben Zeugnis ablegen, bezeugen,
ja, am Sonntagabend sind sie in der Moschee und haben das gemacht. Nein, am Samstagabend sind sie in der Disco und haben getanzt. Was auch immer. Zeit ist dabei und ist einer von vielen Zeugen auf das. Jetzt die erste Eier. Was sagt Allah da? Also wahrlich bei der Zeit, wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Der Mensch hat verloren. Das ist eine gewaltige Aussage. Also er sagt einfach, der Mensch ist im Verlust. Also du hast verloren, bist weg. Aber was habe ich verloren? Was kann man verlieren? Was kann man verlieren? Ja. Irgendetwas. Der Schlüssel. Den habe ich heute verloren und morgen habe ich gefunden. Oder ich verliere Geld. Okay. Oder vielleicht vom Verlust. Oder Wissen. Ja, Ja, man kann ja nur das. das habe ich vergessen. Aber ich kann nachher wieder nachlesen und ich kann es dann wieder lernen. Was kann man noch verlieren? Nur das, was man besitzt. Gut, etwas, was ich besitze, kann ich verlieren, aber ich kann zum Beispiel reich sein, ich kann bankrott werden. Und Also das sind ja nicht wirklich Besitz, sondern also was das, besitze ich denn? unsere Sünden, unsere guten Taten. Ja, Aber ja, okay. und Die kann ich auch halt- verlieren, aber wie verliere ich jetzt meine guten Taten? Indem ich eine Sünde begehe. Aber ich kann nachher wieder gute Taten machen und das wieder gut machen. Also ich kann wieder neue gute Taten machen und das wieder... Oder Freundschaften kannst du verlieren. Ja, aber ich kann ihn nachher wieder flicken, ich kann nachher wieder gehen, mich entschuldigen. aber Und Zeit. Aber es gibt schon Aber du Freundschaften. du hast doch mal gesagt, Allah weiß und sagt, wir sind im Verlust. Ja. Aber er gibt uns so wie eine Wegleitung, Ja. wie wir eben. Es ist so wie, er weiß, dass wir schon bei minus 10 sind. Aber er gibt uns die Chance, eben, das wieder. Er Richtig. zeigt uns immer wieder auf, wie wir wieder können. Jetzt wollte ich aber einfach mal aufzeigen, was der Verlust überhaupt ist. Und Bücher hat so richtig gesagt, Zeit. Allah schwört bei der Zeit. Also die Zeit ist unser Zeuge. Die Zeit, die vergangen ist, ist weg. Alles andere, was ich verlieren kann, alles, was ich mir vorstellen kann, was ich verlieren kann ich irgendwie wiederbekommen. Irgendwie, vielleicht nicht genau das Gleiche, aber etwas Gleichwertiges. Aber die Zeit nicht. Wenn ich jetzt als 50-Jähriger zurückschaue, was ich für Zeit hatte, wie viele Jahre, wie viele Tage und was ich mit dieser Zeit gemacht habe. Es muss nicht als 50-Jähriger kommen oder weit zurückgehen. Jetzt haben wir gerade den Ramadan abgeschlossen. Überlegt euch doch mal jetzt in diesem Monat Ramadan, was haben wir alles gemacht? Und was hätten wir können machen? Was haben wir uns vorgenommen zu machen? Und was haben wir in der Tat umgesetzt? Sag mal, einer nimmt sich vor, das ist ein ganz banales Beispiel, jeden Abend zum Terawih zu. Hat er sich vorgenommen am Anfang Ramadan, aber dann ist immer etwas passiert, er ist stetig eingeladen, er ist stetig gegangen, er hat keine Zeit gehabt, muss Überstunden machen. Und er war nicht beim Terawih. Und plötzlich ist der Ramadan vorbei, weil die Zeit geht ja unheimlich schnell vorbei. Und dann schaut er zurück und sagt, oh, jetzt habe ich doch das und das machen. Und das kann er nicht mehr gut machen, das ist weg. Das ist weg. Also die vergangene Zeit kann ich nicht mehr gut machen. Die kann ich nicht mehr zurückholen und aus der vergangenen, verlorenen Zeit jetzt etwas Positives machen. Also Zeit ist etwas, wenn ich die verloren habe, dann bin ich im Verlust. Also wenn ich die Zeit schlecht genutzt habe. Oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Ramadan, ich habe weder gefastet, noch habe ich Terawih gemacht, noch habe ich Salat gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Und dabei heisst es doch, das ist ja der Monat, wo alles, was ich mache, viel, viel mehr Pluspunkte gibt, als wenn ich es heute mache. Oder sonst irgendwann im Jahr. Das ist der Monat, wo am meisten Lohn bekommst. Das ist wie, wenn jemand in den 20 Minuten sein Rat macht und sagt, heute brauche ich ganz viele Leute, die mir helfen müssen. Und für jede Stunde, die sie arbeiten, bekommen sie 500 Franken. 5 Stunden, 500 Franken innerhalb von 5 Stunden. Jetzt gehen wir oder gehen wir nicht? Es ist machbar, wir können es, ist eine Arbeit, die wir machen können, wir haben Zeit. Es wäre noch blöd, wenn wir nicht gehen. Das ist eine Traumbezahlung, also 500 Franken in 5 Stunden. Aber wir gehen nicht. Wir sagen einfach, weißt du was, komm, 500 Franken, was ist das schon? Würden wir auch nicht machen. Aber der Ramadan ist genau so, ist ein Zeitpunkt, wo Allah sagt, alles was du jetzt machst, bekommst du ein Vielfaches über als Lohn von dem, was du sonst bekommen würdest. Allein schon Laylatul Qadr
In dieser einen Nacht, sagt Allah, ist alles 1000-mal mehr. Also das ist gewaltig, oder? Aber wir machen es nicht. Das heisst, wir haben ein grosses Angebot bekommen, haben das verpasst und die Zeit, die haben wir verloren. Das ist jetzt weg. Also der Mensch ist im Verlust in dem Moment, wo er seine Zeit eigentlich nicht richtig ausnutzt. Wo er seine Zeit nicht richtig verbringt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann bin ich denn nicht im Verlust? Wenn ich die Zeit so benutze, dass ich am Schluss eben nicht sage, oh, hätte ich doch. Wenn ich kann sagen, ich habe Zeit gehabt und ich habe wirklich das gemacht, was ich machen musste, das, was ich wollte machen, das, was ich sollte machen. Und jetzt stellt sich die Frage, was das ist. Und Allah sagt uns das. Er sagt, wahrlich, du bist im Verlust, du hast verloren, deine Zeit, du hast all deine Zeit vergeudet. Es sei denn, du hast deine Zeit wie ausgenutzt, indem du Iman gehabt hast, indem du gute Sachen gemacht hast, wir werden nachher darüber reden, was das ist, indem du dir und andere um dich herum für Gutes empfohlen hast, sie mit der Wahrheit konfrontiert hast, ihnen die Wahrheit gesagt hast, die Wahrheit empfohlen hast, das Hak, das Recht empfohlen hast, auf der anderen Seite aber auch empfangen hast, also wenn jemand dich korrigiert hast, hast du das entgegengenommen. Und du hast die mit dir sind und dich selber zur Geduld aufgefordert. Also wenn wir diese 4 Sachen machen, dann haben wir die Zeit richtig benutzt. Und wenn wir die 4 Sachen nicht gemacht haben, dann haben wir die Zeit nicht richtig benutzt. Hast du nicht ständig gemacht? Und nochmal ein kleines Detail. Illalladina, das heißt außer diejenigen, welche, also illalladina amanu, dann wa amilus salihah, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqq. Was heißt das wa? Und. Also ich habe da 4 Sachen und ich sage und. Ich sage nicht oder. Der Unterschied zwischen und oder ist klar, oder? Ich könnte also sagen, also außer diejenigen, die Iman haben oder die gute Taten machen oder die sich gegenseitig das Recht empfehlen oder die sich gegenseitig zu Geduld ermahnen. Und ich sage das nicht, ich sage und. Würde ich oder sagen, würde es lange, wenn ich eins mache. Wenn ich aber und sage und Allah sagt und, dann bedingt es die 4 Sachen. Also ich kann nicht sagen, ja, ich habe ja Iman, den Rest muss ich nicht machen. Weil Allah sagt, Iman allein langt nicht. Oder ich kann nicht sagen, ja, ich mache doch gute Taten. Nein, das langt nicht. Es langt auch nicht einfach geduldig zu sein und andere zur Geduld ermahnen. Alle 4 miteinander brauche ich. Nur dann geht es auf. Okay, nur nochmal, damit wir den Kreis wieder schliessen. Am Anfang bin ich gekommen und habe gesagt, es geht darum, wie ich den Koran verstehe. Wie kann man den Koran benutzen? Und dann haben wir gesagt, Surat Al-Asr ist eine Zusammenfassung vom Koran. Die 4 Sachen, die ich hier aufgezählt habe, Iman, gute Taten, sich die Wahrheit empfehlen, das Recht empfehlen, sich zu Geduld und Standhaftigkeit aufzurufen, das ist das, was der Koran ist. Der ganze Koran handelt immer um eines von diesen 4 Sachen. Immer. Also der Koran redet nur von diesen 4 Sachen, aber immer von einer anderen Perspektive. Weil jetzt haben wir erst Iman. Was ist Iman? An was müssen wir Iman haben? Es gibt ganz viele Ayah-Suren, die dann erklären, was ist Iman, wie muss man Iman haben, an was muss man Iman haben. Oder was ist überhaupt ein Salih Amel? Was ist das? Eben, ist es einfach einer alten Frau über die Straße zu helfen oder ist Salih Amel etwas anderes? Es gibt verschiedene Ayah, die dann uns aufzeigen, was alles darunter zu verstehen ist. Genauso wie tue ich jetzt jemandem die Wahrheit nahelegen? Wie tue ich jemanden zum Recht aufrufen? Wie mache ich das? Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, hey du, das und das wäre doch richtig, wieso machst du das nicht? Also es gibt für alles eine Art und eine Methode. Also wenn ich jetzt eine Prophetengeschichte lese, dann ist genau das. Was hat der Prophet gemacht? Wie haben die Propheten damals die Leute zur Geduld aufgerufen? Also der ganze Koran tut eigentlich immer nur die 4, also nur zum Schlusszeichen, die 4 Sachen behandeln. Das ist der Kern vom Koran.
Und wenn ich die 4 Sachen mache, dann habe ich meine Zeit gut aufgebraucht und dann bin ich eben nicht im Verlust. Also Allah sagt wahrlich, du bist im Verlust, aber es ist nicht ein Verlust, wo du einfach hinnehmen musst. Du bist zwar im Verlust, aber Allah sagt dir, was du machen musst und dann bist du nicht im Verlust. Und dann nochmal, da haben wir noch das Insan, das Wort kommt da vor, also innel Insan, genau. Also wahrlich, der Insan ist im Khusran, also im Verlust. Also der Insan, also du benutzt jetzt das Wort Insan, das heißt jeder einzelne Mensch. Also da, Allah redet nicht von der Menschheit, sonst müsste das Wort, also hätte das Wort Nas gebraucht, wo man auch kennen vom Surah, also es geht um die ganze Menschheit. Wenn man von der ganzen Menschheit redet, oder wenn ich immer von einer großen Gruppe rede, dann gibt es immer Ausnahmen. Ich kann nicht von allen Menschen sagen, es sind alle Menschen so und so, weil es gibt immer Menschen, die sind anders. Ich kann nicht sagen, alle Türken sind so, alle Muslime sind so und alle Schweizer sind so. Wenn ich von der Schweiz rede, kann ich zwar schon eine gewisse Pauschalisierung machen, aber die ist nie für alle gültig. Aber mit dem Wort Insan sagt Allah, das ist jeder einzelne Mensch. Also jeder einzelne Mensch ist im Verlust. Jeder einzelne. Es gibt keine Ausnahme. Es sei denn, er macht das, was Allah gesagt hat. Aber jeder einzelne, es gibt keinen, der davon ausgenommen ist.